Geschichte von der verbotenen Liebe von Linda Weidmann. Kapitel 11. Und das letzte Mal bei Verbotene Liebe. Roswitha? Was hat dir denn jetzt mit dem Ganzen zu tun? Doralina hat dich von Anfang an nur benutzt. Ich kann jetzt Doralina suchen. Wir müssen einfach nur am Tübli folgen und dann finden wir Roswitha schon. Etwas außerhalb von Murano befindet sich Diegos Privatinsel. An diese legte gerade das Boot von Signore Diego an. So, und jetzt tragen Sie den Spion in die Zelle. Oh, ja, Sie haben gut reden. Mein Rücken. Muss ich Sie? Nein, Sie müssen mich nicht ständig an meine Nichte erinnern. Ich denke sowieso ununterbrochen an die Kleine. So, wo ist dieses Verlies? Mein Rücken hält das nicht lange durch. Da geht's durch. Dottore folgte Signore Diego. Am Abend kamen Pantalone, Brigella und Antonio ebenfalls auf der Insel an. Oh, da hat es Schilde. Dies ist das Eigentum von Signore Diego il Subdolo. Betreten verboten. Besonders für Pantalone. Ignorieren dieser Regel kann schwere Folgen mit sich ziehen. Wenn der denkt, dass wir uns an die dumme Regeln halten, hat's mein Hirn geschissen. So, los jetzt! Pantalone, Antonio und Brigella betraten die Insel. Doch bemerkten sie nicht, dass Signore Diego die drei von seiner Burg aus beobachtete. Mist! Wie haben die das herausgefunden, dass wir uns da aufhalten? Hat jemand von euch beiden geschwätzt? Ich bin die ganze Zeit da gsi. Wann soll ich denn etwas gesagt haben? Und ich war die ganze Zeit bei Ihnen. Oh, und ich bin erst gerade aufgewacht. Au! Diego hatte Sergente, der gerade wieder aufgewacht war, reflexartig eins übergezogen. Wieso? Sorry, ich bin verschrocken. Na, zum Glück ist das nicht mein Vater. So, jetzt legen Sie den Sergente da rein. Dottore hebte Sergente auf und legte ihn in die Zelle. Plötzlich wurde die Tür hinter Dottore verriegelt. Hey, was soll das? Lass mich raus. Doralina, die nun den Ernst der Lage zu verstehen begann, traute sich nun zu reden. Vater, ist das wirklich nötig? Wagst du es etwa, mich in Frage zu stellen? Nein, Vater. Ich muss die drei unbedingt loswerden. Du bleibst da, verstanden? Doralina zögerte kurz, aber nickte dennoch, denn zu groß war ihre Angst vor Signore Diego. Wieder in Venezia waren Arlecchino und Täubchen unterwegs, um Roswitha zu retten. Bist du sicher, dass es da ist? Täubchen begann, auf Arlecchinos Kopf zu picken. Okay. Muss nicht gerade beleidigt sein. Okay, wie komme ich jetzt am besten da rein? Was? Durch das Fenster? Das wird ja lustig. Das ist aber hoch oben. Arlecchino begann geschickt die Wand hochzuklettern. Okay, nur noch ein kleines. Oh. Das Stück Wand, an dem Arlecchino sich geklammert hatte, war plötzlich abgebrochen. Arlecchino rutschte ab, konnte sich aber an einem Wasserrohr festhalten.
Alles gut. Gut, Dübli, ich habe alles unter Kontrolle. Alles unter Kontrolle. So, jetzt aber. Hopp. Alecchino kletterte durch das Fenster herein. So, wo ist jetzt Roswitha? Oh je. Alecchino sah, wie Roswitha und Raffaele ganz friedlich und glücklich nebeneinander schliefen. Raffaele, du hättest sollen Babysitter werden und nicht der Diener vom Diego. Wir? Wo? Was? Oh je. Witzbold, da bist du ja. Roswitha wollte auf Alecchino zustürmen, doch Raffaele hielt sie zurück. Lass sie gar, Raffaele. Oder muss ich dir? Nicht vor der Kleinen. Raffi, du musst keine Angst mehr haben vor böser langen Nase. Witzbold kann uns helfen. Euch helfen? Ich hab gemeint, dass du von ihm gefangen gehalten wirst. Aber das macht er nur, weil er sonst Haue von böser langen Nase bekommt. Ach, ich kann das nicht mehr. Ach, du bist einfach viel zu lieb, Kleines. Los, Alecchino, nimm sie mit und bring sie heim. Das ist ja mal was. Raffaele ließ Roswitha los und sie rannte zu Alecchino. Dann drehte sie sich um und rannte zurück zu Raffaele. Du musst mit uns mitkommen, damit böse lange Nase dir nicht wehtut. Ich kann nicht mitkommen, Kleines. Und mit böser langen Nase werd ich schon fertig. Aber Roswitha, wir müssen gehen. Oh, Roswitha umarmte Raffaele ganz fest. jetzt nimm sie endlich mit. Das haltet ja kein Mensch aus. Ist das eine Träne? Nein, es ist nur sehr staubig in dem alten Haus. Jetzt gönnt endlich. Alecchino nahm Roswitha Huckepack und ging mit ihr die Treppe herunter. ciao, Raffi. Raffaele hatte sich umgedreht, so dass die beiden seine Tränen nicht sehen konnten. In der Zwischenzeit hatten Pantalone und Antonio wieder einen Streit gehabt. So, jetzt redet doch bitte wieder miteinander. Brighella, sag meinem Vater doch bitte, dass ich allein nach der Doralina gang suche. Seite. Brighella, sag meinem Sohn bitte, dass ich ihm beweisen wird, dass seine Göre mit ihrem Vater unter einer Decke steckt. Seite. Brighella, sag meinem Vater, dass er absolut nicht das Recht hat, so über meine Verlobte zu reden. Seite. Brighella, sag ihm, dass mir das wurscht ist. Seite. Brighella, sag ihm... Es lange. Brighella, seid euch jetzt, dass wir drei uns aufteilen und nach ihr suchen. So, sie gehen da durch, Signore Pantalone geht dort durch und ich suche die Burgen ab. Mamma mia, wie kleine Kinder. Brighella ging wütend Richtung Burg. Antonio und Pantalone schnauzten sich wütend an und gingen in die ihnen zugewiesene Richtung. Diego hatte das Ganze von der Nähe beobachtet und fing an, Pantalone zu folgen. Doralina! Wo bist du? Pantalone war an einer Klippe angekommen, auf der man einen schönen Ausblick auf den Strand hatte. Ach, wieso suche ich überhaupt allein nach der? Ich sollte mit meinem Sohn zusammen arbeiten. Signore Diego hatte Pantalone mit einem Stein eins übergezogen. Dieser sackte nun auf der Erde zusammen. Mist, der kommt ein bisschen zu früh. Diego versteckte sich bei einem Felsen und sah, wie Antonio auf Pantalone zurannte und sich besorgt über ihn beugte. Diego ging mit einem Stein in der Hand auf Antonio zu. Papa,
Was ist? Ende von Kapitel 11. Geschichte von der verbotenen Liebe von Linda Weidmann. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Grazie mille for watching the lesson. Please subscribe.